Servus Bananen, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Wok-Video, und zwar ein reines Kochvideo. Ohne viel Gequatsche, ohne viel Tamtam. Einfach schnippeln, Erklärung, Rezept, Essen. Ich bin ja der Anfänger, das wisst ihr ja. Wir machen das alles immer gemeinsam, egal ob es um Zwillenschießen, Bogenschießen, Stockkampf, Kochen, was auch immer geht. Wir erörtern diese ganzen Geschichten gemeinsam. Und dann werden wir quasi gemeinsam vom Larifari zum Profi. Da oben verlinkt, da stelle ich diese schöne Station hier vor, die einfach genial ist. Ja, Hot Wok, könnt ihr euch bestellen. Hammermäßiges Teil. Wie gesagt, gibt es ein extra Video, ist da oben vorgestellt. Heute geht es nur ums Kochen und ums Essen. Viel Spaß bei dem Video. Dann fangen wir als allererstes einmal mit der Currysoße an. Es heißt ja immer, man soll Kokosnussmilch 200 Milliliter nehmen. Ich versuche das immer zu vermeiden, weil ich keine Kokosnussmilch mag und das jetzt auch gar nicht so richtig toll finde. Es ist halt Geschmackssache. Ich nehme immer Wasser und Stärke. Und wenn ihr so einen riesen Wok nehmt, wie ich jetzt hier habe, dann könnt ihr auch anstatt 200 Milliliter ruhig 350 oder 400 Milliliter nehmen und das ein bisschen als Grundbrühe anrühren. Dann kommt ein bisschen Honig rein. Da nehme ich extrem gerne Ahornsirup. Den hat halt natürlich nicht jeder daheim. Drum ist ein Honiglöffel auch nicht schlecht. Jalapeno Chilis, klein schneiden, Sojasauce dazu. Da nehme ich dann immer so 3, 4, 5, 6 Esslöffel. Das müsst ihr halt selber abschmecken, weil gerade bei Sojasauce ist es so, der eine mag das total gerne und dem anderen, dem taugt es nicht so. Also je nach eurem Geschmack natürlich wieder. Dann kommt es zum Gewürz. Da könnt ihr natürlich ein fertiges Curry nehmen, aber ich nehme ganz gerne Ingwer, Kurkuma, Kreuzkümmel. Den Kreuzkümmel, einen ganz fein gemahlenen Kreuzkümmel. Nicht diese ganzen Stückchen da, diese Samen, sondern wirklich gemahlenen Kreuzkümmel. Zitronengras, Zimt, Kardamom, Koriander und ein gutes Stückchen Senf mit dazu. So einen richtig schönen, scharfen, kräftigen Senf. Beim Curry und den Gewürzen könnt ihr natürlich auch das Schubecks Curry nehmen. Das ist so ein kleiner Tipp von mir, weil dieses Curry, das so einen, ich weiß nicht, was drinnen ist, aber es hat so einen richtig eigenen, kräftigen, richtig tollen Curry-Geschmack. Und das riecht auch schon ganz anders. Deswegen das Schuhbeck Curry, einfach so wie es ist, könnt ihr das mit reinhauen. Ein bisschen Zucker, ein bisschen Sonnenblumenöl, ein bisschen Branntweinessig, Meersalz, je nach Geschmack natürlich. Ich salze dann danach nochmal nach, aber gleich da auch ein bisschen schönes, feines Meersalz dazu. Knoblauchpüree, also zerdrückte, zerhackte Knoblauchzehen. Es geht natürlich auch eingelegter Knoblauch. Und notfalls geht natürlich auch ein Knoblauchgewürz, aber nehmt frischen Knoblauch, weil der so richtig schön kräftig ist. Und zum Abschluss noch ein kleines bisschen Karamellzucker. Die eine Hälfte, die packt ihr gleich aufs Fleisch und tut es da so ein bisschen in dieses Fleisch einziehen lassen. Und die andere Hälfte, die kommt danach erst in das Gesamtkunstwerk in den Wok mit dazu. Und wenn ihr wenig Fleisch habt, dann nehmt es nicht die Hälfte, sondern dann nehmt ihr halt nur ein Viertel oder ein Drittel. Bei den Nudeln ist es so, da nehmt ihr am besten irgendwelche schönen, flachen, mit wenig Minuten Kochzeit. Und ihr müsst wissen, je nach Wokgröße ist es so, dass auf dieser Gasflamme die Nudeln doppelt so schnell fertig sind, wie das, was eigentlich auf der Packung steht. Also immer zwischendrin probieren, ob es passt, damit die Nudeln auf gar keinen Fall zu weich werden und lieber ein bisschen vor dem Al dente rausnehmen, weil wenn ich die danach wieder in den Wok dazu schmeiße, dann werden die schon so richtig super. Bei den chinesischen Nudeln, bei diesen Fertignudeln, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich finde, dass sie so ein bisschen schwer im Magen liegen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich mir schon so einen Gemüsewok mache, dann möchte ich ja ein in Anführungsstrichen leichtes Essen. Und wenn die Nudeln dann wie so ein Klumpen im Magen liegen, dann ist es halt einfach nicht angenehm. Dann kommen wir zu den eigentlichen Zutaten. Also Schwammerl, richtig schöne große weiße Schwammerl.
Die schneidest du in Streifen, so 6 Stück, 8 Stück. Dann ein recht mageres Schwein, bisschen Paprika, bisschen Zwiebeln. Da wären natürlich Lauchzwiebeln besser, aber eine normale Zwiebel, die hält sich halt einfach viel länger und die habe ich auf der Hütte halt immer dabei. Bei Lauchzwiebeln, das ist ein Tag, wenn die nicht in der Erde sind, und dann könntest du die eigentlich schon wieder nicht mehr hernehmen. Karotten, Brokkoli und Zucchini schadet natürlich auch nicht. Ja, das war es jetzt mit den Details. Und wie gesagt, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ihr müsst es auf euren Geschmack so ein kleines bisschen anpassen, damit ihr da was wirklich Perfektes dabei rausbekommt. So, denkt ihr mal, das war's. Wenn euch kauft kein Club, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. An Gurden.